Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Closet Confidential Tag auf meinem neuen Kanal. Und ja, wie ihr seht, passend mit meinem Schaft im Hintergrund, der so wunderbar schön aufgeräumt ist. Ja, kommen wir zur ersten Frage. Ich habe nämlich das Teil schon hängen, weil es nämlich frisch aus der Wäsche kommt. Und die Frage ist, welches ist das älteste Teil in meinem Schaft, das ich tatsächlich noch trage? Und das ist dieser Pulli hier. Wie ihr seht, hure langweilig, einfach mega echt grau. Und hey Leute, ich habe den seit etwa der 7. oder 8. Klasse. Also, wie alt bin ich da gewesen? Etwa 11 oder 12 und jetzt bin ich 27 und ich habe den immer noch. Und ja, er ist einfach super weich und mega angenehm. Er hat einen Rollkragen, der aber nicht mega eng ist, sondern so ein bisschen runterfällt. Und ihr seht das auch regelmässig, zum Beispiel noch auf Instagram. Ich habe den dauernd an und ja, das ist... Schnell schauen. Ja, das ist wirklich vom H&M. Ja, und also... ich liebe den. Ich würde den auch nie weggeben. Und was natürlich auch der Vorteil ist, er hat noch absolut kein Löchchen oder so. So bei gewobenen Stricksachen ist das ja schnell mal der Fall. Aber ich weiß nicht warum, aber der hebt und hebt und hebt. Und ich habe einfach gerne grau, muss ich irgendwie auch noch sagen. Grau und weiß habe ich unglaublich gerne so zum Tragen für mich. Gut, aber kommen wir zur nächsten Frage. Welches ist das neueste Teil in meinem Schaft? Und da habe ich etwas, das ich erst vor kurzem gekauft habe. Aber ich habe es auch schon gedreht. Und zwar ist das hier. So, mit ein paar Blümchen drauf. Ihr seht hier ein paar Rüscheli. Es ist wahnsinnig trendy im Moment. Und hinten ist es besonders schön, weil es hier einfach alles, also es einfach so mit 3 so Bändern einfach gebunden ist. Also eigentlich so ein bisschen rückenfrei. Und ich habe es wirklich schon gedreht. Ich kann euch schon hier ein Foto zeigen. So sieht es aus, wenn man es anhat von hinten. Und ja, das habe ich vom Zara und das hat, glaube ich, 40 Franken gekostet. Genau. Und so mit kleinen Ärmeln. Und das ist lustig, weil normalerweise kaufe ich eigentlich Sachen nicht in schwarz für den Sommer. Aber das war wirklich so passend gewesen. Und ich habe es auch gerne, ich finde es mega herzig. Die nächste Frage ist, was ist das teuerste Stück in meinem Schaft? Und das ist eigentlich nicht sehr schwierig zum beantworten. Und zwar ist das mein Evergreen und das ist einfach meine Lederjacke. Die habe ich auch vor 10 Jahren mal gekauft und die hat irgendwie 350 Franken gekostet oder so. Aber das ist sogar noch ein XS, keine Ahnung, von Review. Ihr seht hier, das Teil ist auch schon kaputt. Aber ja, es ist einfach eine Lederjacke, die kauft man sich einfach mal einmal, auch schon alles abgewetzt, aber es ist genau das, was sie eigentlich ausmacht. Die trägt man jahrelang und es ist halt wirklich, da schaut mal, aber es ist wirklich eine Investition und an einer gut sitzenden, schönen Lederjacke hat man einfach Freude. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da kaufe ich mir lieber für 300 Stutz eine Lederjacke aus Echtleder als irgendwie für 100 Stutz oder 70 Stutz irgendwelche Fake-Leder-Sachen, wo das lohnt sich nicht im Vergleich, wo es einfach viel schneller ja, kaputt geht, die Kunstledersachen. Und eine Lederjacke, die hebt einfach. Und eine schöne Lederjacke mit so einem kleinen, wie soll ich sagen, einem klassischen Schnitt, also sie ist ja mehr so ein bisschen rockig geschnitten und die kann schon immer tragen. Also es ist nicht so, dass die irgendwann mal aus der Mode draussen ist oder so. Darum, also ich habe die seit Ewigkeiten, glaube ich, irgendwann seit dem Gimmer. Oh, also nicht so lange wie der graue Pulli, aber das ist mein Evergreen. Und ja, das war wirklich eine Investition, die sich gelohnt hat. Die nächste Frage ist irgendwie ein bisschen blöd zum Beantworten. Es geht darum, was ist das günstigste Stück, das ich tatsächlich auch trage. Und Leute, ich habe so viele günstige T-Shirts so vom H&M und so, die ich logischerweise immer trage. Aber ich würde es gerne irgendwie mit dem nächsten Stück, also mit der nächsten Frage zusammennehmen, weil es ist das grösste Schnäppchen. Und da muss ich sagen, das war effektiv die Hose gewesen. Mit diesem wunderschönen Blumenmuster, wo ich erst vor kurzem auch auf Instagram ein Foto aufgeladen habe. Und es ist wirklich, die habe ich für 10 Stutz im Sale gekauft. Und das ist so ein bisschen meine Body Shape Motivational Hose, sage ich mal, wo da ist nichts Stretch. Und ja, also
wenn ich mal in guter Form bin, lege ich die Alben an, sonst nicht. Und das sieht man eben auch bei dieser Hose sehr schnell. Aber ich meine, für 10 Stutz im H&M, im Wintersale und der erst noch mit Blumenmuster, der jetzt mega in ist, wieder... Was wollte ich mehr, oder? Die nächste Frage ist, welches war meine grösste Geldverschwendung? Und da muss ich schnell auf die andere Seite, weil alles, was ich nicht regelmässig trage, ist auf der anderen Seite vom Schaft. Ja, meine grösste Geldverschwendung war, glaube ich, der hier. Das ist so ein synthetischer, rosaroter Rock, wo du einfach nicht die Figur dafür hast, also nicht so wie ich habe recht eine weibliche Figur. Und ich glaube, für solche Kleider muss halt einfach eine Bohnenstange sein. Und ich sehe einfach ein bisschen aus wie eine Prellwurst in dem. Wirklich so ein rosarotes Schweinchen halt. Ich finde ihn schön, eigentlich. Ich würde ihn gerne auch mehr tragen, aber er steht mir einfach nicht. Und wenn es mir dann nicht steht und ich mich nicht wohl drin fühle, dann trage ich ihn auch nicht. Und für das war er halt einfach wirklich zu teuer gewesen, als dass ich einfach sagen kann, so, ja, easy peasy, tschüss, wandere die Altsack. Und ja, es ist verdammt doof. Er ist übrigens auch vom H&M. Aber vielleicht würde ich ihn ja irgendwann mal wieder anlegen. Wer weiß. Eigentlich finde ich ihn cool, aber... Und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage, und zwar, welches sind aktuell meine 3 Lieblingsteile? Und ich will eigentlich gar nicht so wirklich auf das aktuell gehen, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe Lieblingsteile, aber die habe ich so ein bisschen für immer. Und das ist einerseits das Jeanshemd, und das habe ich ja wirklich so oft an. Also ich meine, ich habe es sogar zum Teil als Jackenersatz an, über T-Shirts, wenn es ein bisschen, im Sommer am Morgen noch ein bisschen frisch ist. Und sorry, aber mit dem Jeanshemd kann man einfach nie etwas falsch machen. Und auch nicht mit einem schwarzen Pulli. Nee. So, der hier, hinten so schön noch ein kleiner Reissverschluss. Ja, der ist von Only, der hier. Das ist sogar eine Nummer zu gross eigentlich, aber ich liebe ihn. Ich meine, mit Schwarz kann man sowieso nie etwas falsch machen. Das ist ein ganz schlichter Pulli. Er hat aber nur so 3/4 Ärmel. Also die gehen so, ups, bis da. Jetzt hat er schon mein drittes Teil gesehen. Nein, die Ärmel gehen nur so bis kurz unter den Ellbogen. Und das ist genau perfekt, weil wenn man viel am PC arbeitet oder so, finde ich es eh nicht wohl, wenn der Pulli bis ganz vorne geht. Das sind die ersten 2 und ja, das dritte habt ihr ja jetzt schon gesehen. Das ist das hier von Topshop. Da mein Glitzer-Funkel-Jäckli, das ich einfach bei Zalando mal bestellt habe. Und ich muss echt sagen, ich finde es so geil und ich liebe es. Und es peppt einfach jedes Outfit dermassen auf, dass man einfach so auffällig ist, dass man meint, man geht in den Club, auch wenn man einfach nur ein paar Jeans und ein weißes T-Shirt drunter hat. Und es funkelt so schön. Und ja, dem habe ich Freude. Passt, jetzt sage ich überhaupt nicht zum Lippenstift. Aber was soll's. So, das war mein Closet Confidential Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr diesen Tag auch machen wollt, dann feel free. Ich würde sagen, schön, ich tage dich. Oh ja, du musst den Tag jetzt auch machen. Und ja, hey Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!